So, da heute ein kleines Gedicht, Advent von Loriot respektive Vico von Bülow. Es blaut die Nacht, die Sterne blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort von ferne her durchbricht den dunklen Tann ein helles Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muß es sein. Und als das Häslein ging zur Ruh, das Rehlein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kinn und Korn. Vom Knall geweckt, rümpft nur der Hase 2, 3, 4-mal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweilen die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt sodann, es geht auf 4, die Reste in Geschenkpapier. Von ferne tönt's wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldem Schlitten mit einem Hirsch herangeritten. Sag, gute Frau, habt ihr doch Sachen, die arme Menschen Freude machen? Die 6 Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Die Silberschellen klingen leise. Im Försterhaus die Kerze brennt. Die Glocke klingt. Es ist Advent.